Und weiter geht's hier im Bazar. Was ist das für eine? Sei gegrüßt, junger Freund. Soll ich dir deine Zukunft voraussagen? Oh, eine Wahrsagerin. Üblicherweise verlange ich dafür ja 10 Rubine, aber nur heute habe ich den Blick in den Kristall für nur einen Rubin. Hörst du? Nur ein Rubin. Also ein so guter Verfahren? Ja, von mir aus. Oh, wie schön. Ich habe schon lange keinen Kunde mehr. Ah nein, verstehe mich nicht falsch. Die sanften Augen wegen die Macht der Weissagung, junger Freund. Ja, wer es glaubt. Ja, dann fangen wir an. So soll es sein. Oh, lololo, umba, erinnert mich ein bisschen an Luigi's Mansion. Ui! Oh, ich sehe es, ja, ich sehe es ganz deutlich vor mir. Du bist ein Ort voller saftigen Grün betreten. Oh, ich sehe Bäume, unglaublich viele Bäume. Ein Holzschild an jedem Ort und die eigene Ausrüstung. Noch ein roter Trank im Gepäck schadet nicht. Und sehr als Element, du sollst noch einen Megaplan zögern, nicht vorwärts zu fragen. Viel Glück! Hey, ich hab schon ein Holzschild dabei, du alte Schachtel. Ach du Scheiße, was hat die denn gestochen, hey? So wie die aussieht. Egal. Hier haben wir also den Trank. Den wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Er ruft mir nach, hey yo! Ich kann mal schnell schauen, was habe ich jetzt eigentlich alles? Hier fehlt mir noch ziemlich alles. Dann haben wir hier einen Herztrank, ein Holzschild. Okay, 2 Items können wir uns noch in die Abenteuertasche packen. Was eigentlich auch relativ wenig ist. Verdammt nochmal, wie sollen da die ganzen sonstigen Items noch reinpassen? Kein Feuerfangen schützt allerdings vor Elektrizität. Cool, wa? Ist gut, dass mit dem Feuerfangen ist etwas unpraktisch. Jetzt kann ich nur hoffen, dass der erste Dungeon kein Feuer-Dungeon ist, weil sonst... Amen. Was ist das für eine? Die ist sehr motiviert, wa? Hi, Itemlager. Was ist ein Itemlager? Ich erinnere mich ja ein bisschen an Pokémon, wa? Okay, dann würde das mit nur 4 Items etwas Sinn ergeben. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann hier deine Items preisen und dann Schilder reparieren. Also, soll ich die Schrauben ansetzen? Wenn du mich hast, dann will ich es nicht an, ja? Ich würde gerne was zum Arbeiten gehen, aber ich hab nun mal nichts. Eine Truhe? Gebieter Michael. Diese Schatztruhe hat die Göttin einzelnen auserwählten Helden hier gelassen. Da will ich keine Daten darüber, wie man sie öffnen kann. Das ist der Schwache. Ich sehe da irgendwie das Wappen hier aus dem Wolkenhorte da drauf. Keine Ahnung. Was ist denn das da? Gut, der Roboter. Egal. Ja, passendes Feuer auch nicht schlecht. Okay, also muss ich vermutlich später nochmal zurückkommen. Da waren wir schon. Was kann ich denn sonst noch auf dem Bazar erledigen? Was ist nur für einer? Die will eigentlich nicht mehr Quatsch. Ah doch, jetzt. Du bist ein vollwertiger Anwärter und Ritterposten, gratuliere. Aber ich bin sicher, es gibt noch viele Dinge, wo du nicht Bescheid weißt. Selbst als Problem haben, stets so auf die Hilfe ab. Das ist die Grundlage. Okay. Wenn du müde wirst, dann leg dich eine Runde schlafen. Du kannst überall oder so, wo du ein Bett findest. Unglaublich, wenn du wirst dich wundern. Was? In der Wohnung übernachten, wenn du einfach interessante Dinge erleben willst. Wieso eigentlich nicht, Freunde? Das wäre doch mal was. Aber nicht jetzt. Jetzt will ich mit der Story weitermachen. Verdammte Scheiße. Ich will doch endlich mal Zelda finden. Wo ist die Alte bloß? Wer bist du denn? Oh, gratuliere zum Sieg. Hey, warum machst du denn so ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter? Es heißt 7 Tage, nicht 3. Moment mal. Ein fliegendes Haus? Kann das sein, dass das dieser Terry-Händler sein soll? Da hat man doch mal was davon gehört und hat eine Glocke. Okay. Muss ich also irgendwie die Glocke betätigen, damit er runterkommt? Weil das würde mir jetzt spontan irgendwie Sinn ergeben, aber ich hab nichts zum drauf zu schießen. Er fällt irgendwie im Bumerang oder Pfeil und Bogen oder... Nee, wie hieß das Teil? Eine Schleuder, genau. Okay, mal schauen, was wir noch so alles finden. Okay, da vorne ist das grüne Licht. Das heißt, da muss er nachher runter. Aber erst noch kurz speichern. Lieber einmal zu viel als zu wenig. Man kann ja nie wissen, wann man meine Wii den Geist aufgibt. Weil die ist auch schon 5 Jahre alt und so wie die in letzter Zeit rackert. Ja, ich will einfach kein Risiko eingehen. Da ist das Haustier. Okay, sieht ja einigermaßen friedlich aus. Egal. Gehen wir weiter und... was? Hä? So geht man! Ah, sorry Leute, das war wieder mal Kaspersky. Ist eigentlich ein kluges Antivirenprogramm, aber eben. Klug in dem Sinn, dass es halt alles blockiert.
Hi, du bist doch der Junge, der bei der Vogelreiterzeremonie gewonnen hat. Gut aufgepasst. Dieser Ritterkluft sieht dir wirklich gut und so weiter machst, bist du bald ein vollwertiger Ritter. Ja, aber hallo. Dann habe ich jetzt zwar gar kein Interesse, aber egal. Und hier sind wir auf dem Friedhof. Was ist denn hier noch? Wegen. Oh mein Gott, ein Rubin. Link wird zum Grabräuber. Scheiße. Also wieder hoch. Ja klar. Wie soll auch einfach den Weg entlang gehen, wenn man einfach hier raufklettern kann? Egal. Endlich ab ins Erdland. Ich glaube, ich habe hier oben soweit alles Wichtige abgegrast. Wir haben den Wolkenhort bei Nacht, den schauen wir uns ein anderes Mal an. Jetzt geht es wirklich erstmal ab ins Erdland. Beziehungsweise Hyrule oder wird später mal Hyrule draus. Keine Ahnung, das sieht mich jetzt auch nicht. Zelda, wo bist du? Das ist noch ein Wolkenvogel, wa? Vita, siehst du den grünen Lichtstrahl vor dir? Das ist ein sogenannter Lichtstrahl, ob du zum Erdland gelangen kannst. Ja, den grünen Lichtstrahl sehe ich schon seit einer halben Ewigkeit. Du kannst den Standard nach Karte einsehen und prüfen. Ja. Ja, schon gut. Das sah ganz interessant aus. Okay, da oben ist der Wolkenhort und da muss. Was ist das da? Egal. Vielleicht findet das mit der Zeit noch raus oder ist das schon Erdland, Einfach ein Wolken. Verbindet das Wolkenmeer mit dem Erdland. Gut zu wissen. Also dann, Camino, der Vogel. Sturzflug. Ich frage mich gerade, kommt der eigentlich mit oder bleibt der hier oben? Weil dann könnte es ein ziemlich langer Flug werden. Scheiße! Oh oh. Ich habe ein kleines Problem, ich springe hier ohne Fallschirm. Nein! Oh, das wird ein hässliches Geräusch beim Aufball geben. Alter Scheiße. Und Link ist tot. Fail. Ich hoffe doch nicht, oder? Okay, ich hoffe es geht alles automatisch, weil mir wird nicht sagen, so Parachute. Ja, ist zwar ein bisschen unlogisch, aber okay. Weil eigentlich dürfte so ein kleiner Schal kurz vor Aufbau eigentlich nichts mehr bewirken. Gebieter Michael. Ja. Dies ist das Erdland, über das im Wolkenhort so viele Legenden kursieren. Und das hier, man nennt diesen Ort den Siegelhain. Das klingt so, als würde hier etwas versiegelt werden, oder ist etwas versiegelt worden? Nun sehe ich doch was. Nee, sie ist nicht richtig. Okay, Wolkenhort. Siegelhain. Das ist also der erste Ort, den wir jetzt hier im Erdland betreten. Und ich habe so das Gefühl, dass wir hier noch einige Male vorbeikommen werden. Und den Gebieter, pass gut auf dich auf. Ich meine, das war ja schon bei bisherigen Zelda-Spielen oftmals so, dass man beim ersten Ort oftmals zurückkommt. Ja. Oh, da ist der erste Gegner, beziehungsweise der erste Panzergegner. Und tschüss. Ja, das ging schnell, war. Ich von oben nach unten. Oh! Doppel-K.O. Also bei mir war es K.O. und bei ihm war es tot. Also K.O. K.O. tot? Egal. Okay, so funktioniert das. Der Schild mit dem Nunchuck. Ja, ich denke mal, die Steuerungssache ist ein bisschen Gewöhnung. Die Gewöhnung ist ein bisschen Steuerungssache. Ja, funktioniert doch alles. Perfekt, ey. Naja, mehr oder weniger perfekt, ja. Das Schild funktioniert soweit, das Schwert funktioniert soweit auch. Ich sagen sollte, aber... Hä? Spinnt jetzt mein Nunchuck, oder? Okay, manchmal funktioniert es, manchmal nicht, das könnte halt das Heikel werden. Wow! Und Tschüss. Und Double Tschüss. Aha, 5 Rubine noch. Cool. Und Jump! Was ist denn jetzt los? Leute, ich sehe das Auge der Sheik im Hintergrund. Was ist das gerade? Ich habe ein seltsames Gefühl. Kommt das von da unten? Oh ja, allerdings, da ist irgendein schwarzer Rauch. Was ist denn jetzt los, ey? Na toll. So schnell wird es ja also von Tag zu Nacht, wa? Dann ist irgendein rotes Licht, was zum Henker. Nee, nicht der schon wieder. Oh doch, es ist genau der. Mein Kopf!
Was ist jetzt los? Link, dein kleiner Zahnstocher bewirkt bei dem Riesenvieh nicht gerade viel, habe ich das Gefühl. Nein! Oh. Was zum Henker war das denn schon wieder? Und wieso habe ich immer Albträume bzw. Visionen von diesem Viech? Ein leichter Wind weht hier. Aber wirklich beruhigen kann ich das auch nicht. Verdammt nochmal, was ist das für ein Vieh? So, zurück zur eigentlichen Aussage. Hier ist ein Schika-Auge. Und Fei will irgendwas. Das ist mir gerade egal. Noch schnell ein paar Herzen auf. Schau mich mal hier ein bisschen um, aber ich sehe gerade nicht viel. Okay, da geht's tief runter. Das heißt, würde mir wehtun. Kann ich denn nur hier rein? Na, mal kurz gucken. Ja, Fei? Ihr habt etwas zu berichten, Gebieter. Es scheint, als sei dieses Tor vor kurzem geöffnet worden. Jetzt aber ist es von einer starken Kraft versiegelt. Ich nehme es mal an, dass es von einer Shika-Frau versiegelt wurde. Die Frage ist bloß, von wem? Egal, schauen wir uns mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Hinweise, Freunde. Hier mal so ein Nashornkäfer. Aber ohne Käferfangnetz wird das ein bisschen schwer werden, den einzusammeln. Was ist denn das hier? Ist das eine Art Vorrichtung, um raufzukommen? Nee. Ich komme nicht hoch, was zum... Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil eigentlich rein logisch betrachtet müsste Link doch darauf kommen. Aber soll ich nicht darauf? Ja. Aber bringt es mir was? Nö. Ich komme darauf, aber das bringt mir nichts. Ganz toll. Der Hof ist auch nicht. Ich komme ja wirklich nicht drauf. Das kann doch wohl nicht sein. Link. Ja, nee. Das kann ich vergessen. Hier ist nichts. Und weiter geht's. Oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt dürfte es ziemlich langweilig werden mit der ganzen Sucherei und so. Aber egal, da habe ich noch ein bisschen Zeit, meine Waffen auszutesten. Ja, und mich hier ein bisschen umzuschauen, weil ich habe das Gefühl, bald geht's hier richtig ab. Und noch was Besonderes? Okay, Ausdauerblumen. War ein Gegner? Nee. Was ist das für ein Loch hier? Kapiere ich nicht ganz, aber egal. Und noch mehr Ausdauerblüten. Ja, komm schon, Link. Gib den Turbo rein, hier kannst du richtig gut trainieren. Deine Ausdauer etwas auffrischen. Und irgendwie hatte ich eine leise Hoffnung, dass Link hier unten im Erdland, wo er logischerweise mehr Luft zur Verfügung hat, auch eine längere Ausdauer hätte. Aber dem ist wohl nicht so. Schade, schade. Hätten die Entwickler vielleicht noch einbauen können. Vielleicht kommt das ja mit der Zeit. Könnte ja sein, dass es ähnlich in einem RPG ist. Und das Link mit der Zeit eine größere Ausdauer hält. Jo. Wieso eigentlich nicht, oder? Vor allem frage ich mich, wieso zum Teufel wir jetzt zu Beginn des Spiels schon 6 Herzen haben. Bedeutet das, dass die Gegner hier so total schwierig sind vielleicht zu anderen Zelda-Spielen? Jetzt mal abgesehen von Zelda 2, weil das war ja jetzt wirklich echt hardcore-mäßig, könnte man sagen. Oder heißt das, dass es hier einfach zu wenig Dungeons gibt, um, ich weiß auch nicht, viele Herzcontainer zu verstecken, oder das mit Herzteilen ist auch eine gute Frage. Gibt es hier überhaupt Herzteile? Bei den Geotracks gab es ja auch keine Herzteile mehr, da gab es noch Herzcontainer. Ah, so viele Fragen, Freunde, so viele Fragen. Tja, und die wichtigste Frage ist wohl, was mache ich hier eigentlich? Mann, ich soll endlich mal etwas weitermachen, beziehungsweise runtergehen, weil hier oben ist ja nichts. Ich habe immer noch irgendwie Angst, dass ich was übersehen könnte. Ich schaue auch mal schnell rauf, vielleicht komme ich ja links doch noch durch. Nee. Sieht nicht so aus. Komm nicht schnell runter. Ja. Nein! Oh! Das soll ich jetzt nicht, Mann. Ah. Ausdauer war auch schon wieder low. Das geht aber echt verdammt schnell, hey. Link, komm schon. Und runter. So, jetzt ganz langsam. Und rauf gucken. Kann ich da jetzt irgendwie hoch?
Kann ich es irgendwie festhalten, aber ich brauche da wohl einen Greifhaken oder sowas. Also später mehr. Haben wir einen Riss in der Wand und im Boden. Okay, bedeutet das, dass hier gleich eine Weltkatastrophe ereignen wird und die Erde einstürzt und ich tot im Arsch bin oder was? Hier kann ich noch hoch, das ist auch noch interessant zu wissen. Was gibt's denn hier? Ja. Ja, hier gibt's gar nichts. Mann, ist das bloß eine blöde Dekoration oder wie? Oh, da sehe ich irgendwelche Felsvorsprünge. Kann es sein, dass ich die mit der Bombe wegballern kann? Ich kann keine Bomben, also weiter. Ich springe einfach mal von einer Ausdauerkapsel zur anderen. Ausdauerkapsel. Von einer Ausdauerblume zur nächsten. Darum geht es auch nicht weiter. Dort. Ich sehe nichts Besonderes, Freunde. Ich sehe hier nichts. Muss ich jetzt echt erst da runter? Ich bin noch schnell angesagt. Und jetzt zur nächsten. Wo ist sie? Muss noch ein bisschen beeilen, Freunde. Der Part ist zwar noch lange nicht vorbei, aber ich will euch doch hier etwas Spannendes zeigen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo die Spannung überhaupt sein soll. Da unten ist diese dunkle, schwarze Energie. Und man hört auch schon, dass sich das Hintergrundgeräusch etwas geändert hat. Oh ja. Jetzt habe ich irgendwie Schiss, dass sobald ich zu nahe komme oder etwas Falsches mache, dass dann... Mein Kind! Kind des Himmels, das aus den Wolken kam. Dass irgendwie gleich das Böse selbst in mich reinfallen würde. Oh oh. Halt das Schwert der Göttin himmelwärts. Halte es dem Bösen entgegen. Ja. Und woher weiß ich jetzt, dass ich damit nicht das Böse befreie? Wisst ihr was? Ich versuch's einfach mal. Was soll schon schief dabei gehen, außer dass die Welt untergeht. Und voilà. Daneben. Jetzt näher ran. So, jetzt. Und. Na, jetzt noch was. Dankeschön. Himmelhieb. Und yes. Jetzt ist es reicher. Okay, es scheint einfach das Richtige getan. Puh, das war knapp. Hätte auch leicht ins Auge gehen können. Ich spüre eine Veränderung in diesem Ort, die durch den Himmelstrahl hervorgerufen wurde. Gebieter, ich spüre hier eine ähnliche Aura wie die deines Paraschalls. Es ist Zeldas Aura. Kann ich meine Aurasuche zu ihr führen? Wünschst du weitere Erklärungen hierzu? Klar, kann nicht schaden, oder? Oder auch nicht? Na, nimm bitte. Sehr wohl, Gebieter. Mit der Aurasuche kann ich Dinge, die du suchst, erspüren, Gebieter. Also, das nehme ich mal an. Je näher sich das Ziel befindet, desto stärker meine Reaktion. Außerdem ändert sich der Signalton. Stärker meine Reaktion. Das kann man auch leicht falsch verstehen. Zudem erscheint auf dem Zeiger ein Pfeil, der die ungefähre Richtung, in der sich das Ziel befindet, anzeigt. Okay, jetzt haben wir also auch Zelda drin. Und halte C gedrückt, stelle Zelda als Ziel einer Suche ein und weise die Richtung. Okay. Zelda, du bist ausgewählt. So, wo bist du? Alles mal absuchen, alles mal absuchen. Ich spüre hier noch nichts. Noch überhaupt nichts. So, ist definitiv nicht da oben, da wird es stärker. Ja, war das nicht vorhin dort, wo das Schikauge war? Also wieder zurück, Mann. Ja, wieso auch nicht, wa? Yeah, ich halte ein Schwert. Ich habe das Schwert der Göttinnen. Ich bin cool. Himmelhieb, ja. Ein bisschen passiert, kann auch nicht schaden. Egal. Genug rumgequatscht, genug Zeit vertrödelt. Es geht endlich weiter mit der Story. Wir wollen Zelda finden. Die heilige Maid, unsere zukünftige Frau, wie auch immer. Das ist gerade der Part. Oh, jetzt komme ich hier hoch. Wow, coole Abkürzung. Nicht schlecht.
Ja, was ich eigentlich sagen wollte, der Part wäre eigentlich langsam zu Ende, aber wisst ihr was, ich mache jetzt ein bisschen länger, damit es auch etwas vorwärts geht. Seit ich gerade mit Herumsuchen vertrödelt habe, wieder etwas aufzuholen. Ups, hier, Mann. Oder komme ich auch darüber? Ich glaube, der Weg wäre dann etwas kürzer, oder? Mal kurz gucken, vielleicht kann ich rüberspringen. Nee. So, scheiße. Egal, halt den langen Weg. Den Weg entlang. Link hat echt keine Ausdauer, das ist nicht zu glauben. Doch, es ist wirklich diese Tür da. Dann hoffe ich jetzt mal, dass die Tür aufgeht, weil sonst habe ich ein kleines Problem. Ist hier sonst noch irgendwas? Ist hier oben ein Vulkan, auch interessant. Ja, dazu später mehr. Mann, Link, wieso haben die Entwickler so eine kurze Ausdauerzeit einprogrammiert? Gibt für mich jetzt überhaupt keinen Sinn, aber okay. War ich hier oben schon mal? Ja, hier war ich definitiv schon mal. Ja! Ich sehe hier wirklich keinen keinen Schalter zum Auslösen, meine ich natürlich. Dann geht's wohl wirklich nur da rein. Und sie ist definitiv da drin. Meine Fresse. Und wie mache ich das jetzt? Die Tür... Geht einfach so auf. Wieso auch immer plötzlich. Und willkommen zum ersten Dungeon, Freunde. Oder? Oder auch nicht. Tempel des Siegels. Ja, sagte ich doch, es ist der erste Tempel. Obwohl. Sieht ein bisschen seltsam aus wie ein Tempel, aber okay. Was bist du denn für einer? Sie haben der Auserwählte, der das Wolkenmeer durchquert hat und vom Himmel gestiegen ist. Sag mal, denn das die Haare, die da ins Gesicht lampen? Was hast du für einen spitzen Hut? Alter Scheiße. Michael, gut Michael, also, du beherrschst den Himmelstrahl. Jene heilige Kraft, durch das Emporstrecken des Schwerts gen Himmel beschworen wird. Ja, du scheinst des Schwerts der Göttin für wahr. Würdig zu sein, nach sitzt hier seit Ewigkeit habe auf dich gewartet. Im Wegbereiter des Schicksals. Sie hat eine ganz heißere Stimme, Freunde. Das ist der uralte Tempel des Siegels, der von der Göttin erschaffen wurde. Dein Kommen wurde von sehr, sehr langer Zeit vorher bestimmt. Das Mädchen, das du suchst, erst vor kurzem hier entlang. Es ist Schicksal. Aber ihre Ankunft im Erdland entsprach nicht der Prophezeiung. Er scheint gerade so, als wolle eine böse Macht ihre beide Bestimmung beeinflussen. Michael, machst du dir Sorgen um sie? Natürlich. Dann müssen wir jetzt handeln. Um ihre Bestimmung zu erkennen, ging es in den Wald von Faerûn. Du musst ihr folgen. Sieh auf deine Karte. Ich habe dir auf der Karte den Weg zum Wald gekennzeichnet. Okay, viele Monster hier. Was, Signallichter? Wenn du auf der Karte ein Signallicht setzt, erscheint dort eine Lichtsäule. Als Zeiger auf X und drücke C, um ein Lichtsignal zu setzen. Okay. Was bringt mir das jetzt? Toll. Hast also hier gesetzt und... Hä? Du kannst von hier zwar nicht sehen, aber das Signallicht leuchtet dir den Weg. Du kannst mit Zero entfernen. Nun muss ich mehr für dich zu verlaufen. Geh nun in den Wald von Faerûn und gewinne die heilige Maid. Den Inhalt der Schatztruhe in diesem Raum an dich wird dir auf deiner Reise behilflich sein. Dududu. Hä? Blum. Der Weg durch diese Türe führt dich direkt zum Wald, sei vorsichtig. Sag mal, kann es sein, dass hier eine Chica ist, die hat gerade einmal mit der Wimper gezuckt, falls es eine Wimper ist, und da ist irgendwie eine Träne rausgekommen und dann ging die Tür irgendwie auf, beziehungsweise wurde entriegelt. Wie auch immer, wo ist jetzt die Schatztruhe? Sie hat aus einer Truhe geschwafelt. Okay, ich sehe ja nichts.
Ist auch nichts, aber... Hä? Ein Hocker? Okay, mal kurz sitzen. Hä? Ich hoffe, er kann Zelda einholen. Link ist ein... Na egal, er hat sich gerade belauscht. Das tut man zwar nicht, aber was soll's, es war ja für einen guten Zweck. Der wurde dran gehalten, diese mysteriöse Tankstelle. Der schildert sein komplett wieder her und füllt 4 Herzen auf. Das ist mal nicht übel, wa? Schnell gucken. Der Wundertrank, okay, da heißt, wir haben schon 2 Flaschen. Das ging schnell, wa? Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie viele Flaschen in dem ganzen Spiel es wohl gibt. Weil, wenn wir jetzt schon 2 haben und wir können zwar unsere Items in Itemlager wieder stationieren, bzw. deponieren und auch wieder neues Material holen, aber trotzdem. Irgendwie habe ich hier noch nicht ganz den Durchblick, Freunde. Egal, erstmal kurz abspeichern. Und Save. Und dann geht's auch schon weiter. Ja. Juhu. Ab in den Wald von Faerûn. Und dort ist auch das Lichtsignal, das wir vorhin gesetzt haben. Okidoki. Ist Zelda wirklich da lang gegangen? Tatsächlich. Ist der Freunde langsam, aber sicher habe ich das Gefühl, Zelda ist auf der Flucht vor uns. Keine Ahnung wieso, aber die ist nie da, wo man sie eigentlich gerade vermutet. Und, was ist denn da unten los? Ist das ein Gorone da vorne? Und ein paar, Moblins? Goblins? Ne, Moblins. Etwas näher ran. Ja, wir sind nicht da, lass mich in Ruhe. Alter, die Moblins mobben den Goronen. Das können wir doch nicht zulassen, oder? Hallo! Ja! Oh ja! Oh ja! Ja! Und... Oh, ja! Das ist übel. Wow, links schnell weg hier. Und... Ja! Anna? Ja! Das wird gut abgelockt, Alter. Aber nicht gut genug für mich. Oh, das ist verletzt. Na, warte! Ja! Von links her eins, wa? Was, lebt noch? Nicht mehr lange. Und tschüss. Na, Alter? Verschwindet und... die sind schon alle tot. Danke für deine Hilfe. Na, geht doch. Wo kommen diese roten Kerle her? Früher haben sie sich in diesem Wald jedenfalls nicht rumgetrieben. Ja, früher war früher, jetzt ist jetzt. Ich sehe gerade, der Gorone sieht irgendwie aus wie eine Mischung aus dem Ocarina of Time und Twilight Princess. Und so wie dich sehe ich heute zum ersten Mal. Naja, als Dank für deine Hilfe erzähle ich dir etwas Interessantes. Und das wäre... Was? Schon eine Vogelstatue? Ich studiere hier in diesem Wald die Geschichte des Altertums. Darf ich mir vorstellen, ich bin Marugo, ein Gorone. In alten Schriften zufolge liegt irgendwo in den Wolken die Insel der Göttin. Diese alten Statuen dienten angeblich eins dazu, zu dieser Insel der Göttin in den Himmel aufzustehen. Wenn du einen davon findest, solltest du sie auf jeden Fall untersuchen, da dir diese Statuen als Anhaltspunkte dienen. Das ist wirklich super. Diese Statue hier hat angeblich die besondere Kraft, all die anderen Statuen, die es gibt, zu erwecken. Es mag wie ein Märchen klingen. Wir können uns sonst Umstände klären, dass sie über in dieser Welt verstreut sind. Langweilig dich mit meinen Erzählungen oder willst du mehr hören? Jetzt habe ich sowieso schon ein paar überzogen, dann kannst du mir auch noch mehr erzählen. Ich kann dir von ihnen berichten. Man sagt, die Bewohner der Insel der Göttin flögen auf Vögel durch die Lüfte. Ja, das kann ich bestätigen. Und manche Felslängen voraus sind. Aber halt, das ist noch nicht alles. Das wirklich Interessante kommt noch. Wenn sie irgendwie Wunder erscheinen mögen. Alle Gebäude dort sind aus massivem Gold. Heiliges Wasser fließt aus nie versiegenden Quellen. Und wer es trinkt, wird ewig leben, heißt es. Okay, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Die Früchte der Bäume heilen alle Krankheiten. Ja, zumindest haben wir da oben auch Herzblumen. Es dauert weder heiß noch kalt und man lebt in einem ewigen Frühling. Das ist die Insel der Göttin. Was meinst du, ist das nicht steinhart? Willst du noch mehr hören? Was meinst du? Ja, von mir aus. Ach so, na also. Ich würde ja gerne mehr erzählen, aber dafür muss ich zuerst noch, beim nächsten Mal, ja? Ich habe jetzt zu schnell geklickt, sorry Freunde, weil das hier eigentlich
relativ so schnell wie möglich zu Ende bringen. Was ist jetzt los? Oh. Was hast du da getan? Ich habe dort geleuchtet, als du dich hier genähert hast. Du bist wirklich einmalig. Ja, dass ich einmalig bin, kann ich zwar bestätigen, aber ich kapiere gerade nicht, was das war. Das Wolkenmeerreisen. Ach so, damit komme ich wieder zurück. Nicht übel, also, aber erstmal abspeichern. Sprachvorgang erfolgreich. Oh! Heiliger Kiesel! Heiliger Kiesel. Was hast du getan? Die Statue hat geleuchtet. Tja, ich bin halt gut. Was du von dir nicht behaupten kannst, war, ich meine, du bist ein Golem und bist mit ein paar Moblins nicht fertig geworden. Alter Schwede. Du hättest auch einen auf Rock'n'Roll machen können. Na egal. Was ist da oben für eine Frucht? Ja. Da ist wieder eine. Aber egal, wir sind auf der Suche nach Zelda. Verdammt nochmal, ich halte mich hier mit völlig belanglosem Zeug auf. Wo muss ich lang? Okay, einfach die Nase entlang. Einfach der Nase entlang. Mensch, das Kind. Sollte mal langsam den Part beenden, Freunde. Und ihr hört es schon, ich bin langsam auch ziemlich geschafft, hey. Ja. Ein Part nach dem anderen zu drehen, das schlaucht. Man mag es vielleicht nicht glauben, aber mit der Zeit nimmt dann einfach die Konzentrationsfähigkeit und vor allem die Redefähigkeit immer mehr ab. Okay, das ist also der Punkt, den ich gesetzt habe. Aber den kann ich ja offenbar auch wieder entfernen. Mit C war's, oder? Yep. Hat alles so funktioniert, wie es auch sollte. Geil. Geil, geil, geil. Ja, ich muss sagen, die Karte ist hier in Skyward Sword echt praktisch. Respekt. Geh wieder, wir sind im Wald von Faerun angekommen. Also vom Namen her könnte man ja meinen, es könnte der gleiche Part in Twilight Princess sein, aber sieht ein bisschen anders aus. Diesen riesigen Baum herumgedeiht ein prächtiges Land. Riesiger Baum? Das kenne ich doch als Ocarina of Time mit dem Dekobaum. Alle möglichen Lebewesen haben hier ihr Zuhause gefunden. Wow, ist ein riesiges Gebiet, hey. Wald von Faerun. Da ist das Siegelhain, ich bin da. Okidoki. Ich fühle, dass auch Zelda sich irgendwo hier aufhält. Ich schlage vor, sie mit Aurasuche aufzuspüren. Das hatte ich jetzt sowieso vor, weil sonst spiele ich hier ziemlich blind. Und nicht blind, nein, wirklich blind. Ja, wir müssen ein bisschen Kleinholz machen, mir ist immer langsam kalt, hey. Wow, draußen ist aber auch ein Sauwetter. Okay, ich muss da lang. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich denke jetzt mal, ich werde hier speichern und dann im nächsten Part geht es auch genau hier wieder weiter. Bei Zelda Skyward Sword. Und dann hoffentlich finden wir mal langsam Zelda, oder zumindest mal den ersten Dungeon, weil der Tempel dort, beziehungsweise Siegelheim, war ja wohl ein Griff ins Klo, wa? Oh Mann. Also dann, ciao zusammen.